Hier nu war Onse Jeschicht. Dit is de Geschichte van de Oudkolonie Mennonieten, die in de 1920er jaren van Canada naar Mexico omsiedelden, en van deze afschnitt vertelt George Rampel, de schrijver van deze Geschichte, meer van wo onze Mennonieten van de Latinamerikanische Länder naar Ontario gekommen sind en wo het door verschiedene kerken gegeven heeft. Hij vertelt in diesem Aufschnitt ook van de verschiedene nomes, de IMC en ook dat MCC nicht eine kerk in zichzelf is. Dit is de bereik radio CHP 107.7 FM in Elmer, Ontario. Ik zie Hen Rampel en ik wens je een gouden ontvang. Onse Jeschicht Nummer 71. Ditmal vertellen wir noch weiter mehr von dem Entstehen von den vielen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden, manche von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten in Süd-Ontario. Letztes Mal haben wir noch gerade gesagt, dass einige von den oudkolonischen Gemeinden ihre Kirchen in Ontario in den letzten Jahren all viele junge Familien nach andere Kirchen übergegangen sind, um englisch gehaltene Gottesdienste beiwohnen zu können. Meistens bleiben wenigstens die ältere Ontario-Oudkolonie Pflicht, dass sie die englische Sprache nicht gut genug beherrschen, um in Englisch predigen zu können. Aber ich war mal auf einem Begräbnis in der oudkolonische Kirche in Elmer, und als ältester Cornelius Enstor abgetreten war, dann merkte ich das erste klar, dass er da anwusst, dass auch so eine Familie Angehörige zum Begräbnis gekommen wären, wo er nicht Hochdeutsch und auch nicht Plattdeutsch verstehen können. Und ich hier dort tau, wo der Älteste sich da an der englischen Sprache entschuldigt, dass er die Sprache nicht gut genug beherrscht, um die Predigt in Englisch vertrauen zu können. Willst das Älteste mein Vater war, und wir beide einander sehr gut gehandelt und verstanden, würde ich dort, als ich am Lothar wurde begegnet, zu ihm zu sagen, ich will dich mal fragen, Knalls, so schrecklich, als du die auf dem Begräbnis auf Englisch entschuldigen willst, dass du die englische Sprache nicht gut genug kannst, um Englisch predigen zu können, wer glaubst du, glaub die dort, dass du dort nicht gut genug Englisch kannst? Aber ältester Ernst, in seiner Weisheit, kickt mich bloß freundlich an und seht wieder nichts dazu. Ältester Cornelius Ernst war mein doppelter Vater, seine Eltern und meine Eltern waren doppelt Geschwister. Wenn diesem doppelten Vater dort mal gerade war ein Bett Kneip, wenn wir beide waren, und er mich da wen verstellen will, auch wenn diese Person mich gerade so gut kennt als Arm, dann sagt er einmal, ich sehe Rampel sein doppelter Vater, aber er ist mal mein kleiner Vater. Das sagt er so, weil ich ab einem eng so kurz sehe. Ältester Cornelius Ernst hatte geglaubt, dass er auch bei seiner schweren Arbeit meistens noch verstand, gesunden Humor zu praktizieren. Wer Cornelius Ernst kennengelernt hat, der weiß, dass er eine sehr begabte Person war. Er war sehr vielseitig begabt. Seine allgemeine Heiterkeit, sein freundlicher, meistens so ein bisschen humoristischer Weg von Menschen begegnen und mit einem zu gehen, trug, zoals ich das beobachtet habe, sehr viel dazu bei, dass er in seiner kurzen Dienstzeit so viel Freunde gewonnen hat. Besonders in der oudkolonischen Gemeinde, aber auch in anderen Gemeinden und auch manch Nicht-Mennoniten. Seit März 2003 sind ältester Peter Friesen und ältester Hermann Bergen der Oudkolonie Mennonite Church of Ontario ihre Leiders. Die Gemeinde hat nu al 9 Kirchen. Aylmer, Wheatley, Walsingham, Kingsville, Dresden, Drayton, Tillsonburg, Virgil und Blenheim. Diese Gemeinde hat nu im Jahr 2005 al 2 Ältestes, 15 Predikers, 2 Diakonen. Am 1. Januar 2005 stond die Gemeinde ihre Gliederzahl auf 4.429 und die Seelenzahl auf 9.648. Im Jahr 2004 waren in dieser Gemeinde 207 junge Menschen auf ihrem Glauben an Jesus Christus gedeiht und 115 paar junge Lied wurden getrüht.
oder an ihre Ehe bestätigt. Die Oldkolonien haben auch Sonntagsschule für Kinder. Ich weiß nicht von wo alle, aber wo alle. Oldkolonische Privatschulen in Ontario. Die Ontario Oldkolonien haben Privatschulen wie Aylmer, Wheatley, Kingsville, Walsingham, Dresden, Virgil und Glenmire. Een grote poort van oudkolonische ouderen ihre Kinder erholen ihre Schulbildung in ihre private Schulen. De meeste van de andere oudkolonische ouderen ihre Kinder erholen ihre Schulbildung in de Ontario Public Schulen. Einige oudkolonische ouderen haben für ihre Kinder Heimschulen. En 6 van de oudkolonien ihre Privatschulen in Süd-Ontario waren Schulkinder ohne Recht von Kindergarten bis Grade 12. En de Dresden-Schule sind Klassen von Kindergarten bis Grade 8. Im Ganzen haben die Oldkolonien ihre 7 Schulen, 1120 Schüler in diesem Schuljahr 2004 und 2005. Für diese große Privatschularbeit sind 63 Personen volltätig angestellt. Und dann arbeitet noch eine Person freiwillig in der Virgil Schule. Durch das Christian Light Publications Programm, und in der oldkolonische Privatschulen gebraucht wird, kriegen die Kinder viel gute biblische Werte mit für ihr Leben. Die Kinder wurden in diese Schulen größtenteils in der englischen Sprache unterrichtet. Die lehren aber auch ein bisschen Hochdeutsch, aber nicht genug. Nicht gut genug, dass Kinder diese Sprache wirklich brauchen lernen können, so sagen oldkolonische Lehrer mir selbst. So wie langsam fangen in Süd-Ontario auch mehr oldkolonische Eltern ihre Kinder an, nach höhere Schulen zu gehen. Nu nog wat van dem deel van de oudkolonische gemeente woont 1984 de New Rhineland Mennonite Church of Ontario wordt. De New Rhineland Mennonite Church of Ontario vond 1984 met 3 kerken aan, bij Aylmer, Leamington en Fairground. Ze hadden aantal jaren buiten ältester Cornelius Quering nog 4 predikers en een diakoon. Aber weiter kon dat ook in de nieuwe Rheinlander gemeente ohne ältester Quering seine Leitung am Lehrdienst nicht zu einem harmonisierenden Taubarbeiten kommen. Erst geben 2 von den Niederländer Gemeinde ihr Predikeramt ab, und dann im Jahr 1994 trennten Diakon 3 Predikers und das größte Part von ihren Gemeindengliedern sich von der Niederländer Gemeinde auf. Als diese Spaltung in der Niederländer Gemeinde geworden wäre, dann hält diese Gemeinde bloß noch eine Kirche und eine sehr kleine Gliederzahl. Ein Prediger bleibt zeitweilig noch da, brücht aber bald auch noch auf. Und ältester Quering bleibt allein mit seiner kleinen Gruppe. Als er nicht mehr gesund genug wäre, seine Arbeit in der Gemeinde zu tun, dann überredet er ältester Willi Thiessen von Manitoba nach Ontario zu kommen und die Leitung von der Niederländer Gemeinde zu übernehmen. Ohne ältester Thiessen seine Leitung haben sich noch weiter mehr Familien angefangen, an die Niederländer Kirche zu beteiligen. Der Rhineland Mennonite Church of Ontario. Als Feierabends und das größte Part von der Niederländer Gemeinde ihre Gemeindenglieder sich von ihrer Gemeinde losgesagt haben, dann schlossen sie sich mit der Manitoba Rheinlander Gemeinde auf. Die Manitoba Rheinlander Ältester und Oms halten an, sich als eine neue Gemeinde zu organisieren unter dem Namen Rhineland Mennonite Church of Ontario. Die Rhineland Mennonite Church of Ontario hat 3 Kirchen, wie Aylmer, Fairground und Coatsworth. Sie haben 4 Predikers und einen Diakon. Ihre Predikers sind Peter Dick, David Dick, Jakob Giesbrecht und John Weed. Und der Diakon ist Franz Harder. Am 1. Januar 2005 stand die Ontario Rheinlander Gemeinde ihre Gemeindengliederzahl ab 431 und ihre Seelenzahl wie 929.
En nu wordt van de Sommerfeld Mennonite Church of Ontario bij Kopenhagen. Van Mexico kwamen al van de meer 1960 jaren aan ook immer nog meer Sommerfelder families naar Zuid-Ontario. In 1972 werd er een Sommerfelder gemeente gegründet met de hulp van de Sommerfelder gemeenten ihre Ooms van Manitoba. Ihre eerste predikers waren Peter Dick en Jacob Friesen en der eerste diakon was Johann Vogt. Prediker Jacob Friesen trok op een boot naar Paraguay en dan worden 1975 waren twee predikers gewählt. Dat waren Peter Abrams en John Cohenhofen. Prediker Peter Dick bleef ook niet zeer lang Sommerfeldse prediker. Hij en zijn vrouw waren poort van de kleine groep, wo in 1977 met een IMC-gemeente aanvangen. Later nog meer daarvan. In den ältesten hadden ze Ontario Sommerfelder gemeente niet tot 1999. Om de Ontario Sommerfeld gemeente al deze jaren met avondmaal en doopvast te bedienen, kwamen immer de Manitoba Sommerfelder älteste een woord van ihre Ooms doorheen. Im jaar 1999 werd prediker Peter Abrams in de Ontario Sommerfelder gemeente als älteste gewählt en ordiniert. De Ontario Sommerfelder gemeente ihre Ooms zijn nu älteste Peter Abrams, prediker Frank Zacharias en diakon Ben Teichrup. De Ontario Sommerfelder gemeente bij Kopenhagen had om 1. januari 2005 een gemeentegliederzahl van 272 en ihre Seelenzahl weer 433. Nu wordt van de Old Sommerfelder Mennonite Church in Aylmer, Ontario. Wenige jaren nadat Henry Falk ook als Ontario Sommerfelder prediker gewählt worden weer, dan traden prediker Henry Falk en een kleine groep Sommerfelder Glieder zich van de Ontario Sommerfelder gemeente af. Deze groep aufgegangene Sommerfelder Glieder gründete im Sommer 1992 ihre eigene gemeente en nam de Old Sommerfelder Mennonite Church. Krijgt wordt de oorzaken daarvoor waren dat prediker Henry Falk en zijn groep zich van de Sommerfelder gemeente losmaakte, door zie ik niet goed genoeg met bekend om daarvan veel te vertalen. De Old Sommerfelder gemeente bij Aylmer, Ontario, heeft buiten ihren ältesten Henry Falk nog twee predikers, Anton Fair en Henry Penner, en einen diakon, Jake Rajaschwieb. De Old Sommerfelder gemeente ihre Gliederzahl stond am 1. Januar 2005 op 143 en ihre Seelenzahl talt 301. En nu wel wie wordt van de IMC-gemeenten entstanden mag onze oude kolonieën in Zuid-Ontario vertalen. Aber eerst wordt van wofür de buchstaben IMC stonden. Dan manchmal ist dat te merken dat einige von onze von Lateinamerika naar Kanada gekommene Mennoniten nicht weten wofür de buchstaben IMC oder IMMC oder MCC stonden. Für die von you, die das nicht klar haben, will ich das hier versuchen klar zu sagen oder klar zu merken. Dat gibt keine IMC-Kirchen in Manitoba, aber de lot 1940 Jahren. Aber dann wären das alles Kleingemeinde-Kirchen, wo auch einen ältesten en adelige predikers hadden, wo an all ihre Kirchen aufwechselnd predigten, zoals de Oldkolonie dort von der noch tun. Ihr ältester Ooms en diakon fuhren an all ihre Kirchen doopvasten en avondmals holen en so weiter. Aber in den lot 1940 Jahren schloten sich die meeste von den kleinen Gemeindekirchen aus einer Konferenz taub, um taub so eine Dinge zu tun, als in der Bibelschule geholen, Missionsarbeit zu tun und so weiter. Und sie nannten ihre Konferenz die Evangelical Mennonite Conference oder aufgeklärt IMC. Als Konferenzkirchen hatten sie dann nicht mehr einen Ältesten in aller taubartige Predikers, wo an all ihre Kirchen aufwechselnd predigten, aber jede Kirche hat wieder ihren eigenen leitenden Prediger oder Pastor und auch ihre eigene Gehilfspredikers und Diakonen. Also die Buchstaben IMC stehen für Evangelical Mennonite Conference
oder auf Deutsch Evangelische Mennonitenkonferenz. Wofür stehen die Buchstaben IMMC? Dat jij van Canada zijn Rüdner Weide Kirchen bad 1936. Diese Kirchen entstonden 1936 dadurch, dat de Sommerfelder Kirchen ihre Ooms en ihre Gemeinde zonen van ihre Glieder wonen voor zo'n dingen als Sondagsschule, Jugendverein en so weiter wären, als nicht mehr zu ihre Gemeinde gehörend aufschreiben. De Rüdner Weide Kirchen hadden in Manitoba in ihre ersten Jahren von 1936 bis 1959 auch einen Ältesten en etliche Predikers, wo auch in all ihre Kirchen aufwechselnd predigten. Ältester, Ooms en Diakon bedienden all ihre Kirchen mit Doopvasten en Abendmahls. Aber 1959 organisierten die Manitoba und Saskatchewan Rüdner Weide Kirchen sich aus einer Konferenz und nannten die Evangelical Mennonite Mission Conference, aufgeklärt sagt man IMMC. Als Konferenzkirchen hat wiederhan auch jeder IMMC-Kirche ihren eigenen leitenden Prediger oder Pastor, eigene Hilfspredigers und Diakonen. Also die Buchstaben IMMC stehen für Evangelical Mennonite Mission Conference. Wofür stehen die Buchstaben MCC? Erstens mal stehen die Buchstaben MCC nicht für irgendeine Kirche oder für irgendeine Konferenz von Kirchen. Die Buchstaben MCC stehen für Mennonite Central Committee oder in Deutsch Mennonitisches Zentralkomitee. Dort MCC ist keine Kirche oder Gemeinde, so als einige von unseren Lied dort bleiben. MCC ist Mennoniten und Brüder in Christus Kirchen ihr Zentralkomitee. Durch wohnt die Kirchen oder Gemeinden aller Top in verschiedenen Ländern und auf verschiedene Wege helfen die Menschen ihre Not zu lindern. Also die Buchstaben MCC stehen nicht für eine gewisse Kirche oder Gemeinde, aber für die Mennoniten und Brüder in Christus Kirchen eher arm, womit Gemeinden Top Leibesdienste tun an notleidende Menschen. En nu vertellen we wat van dem Entstehen von IMC-Kirchen in Süd-Ontario, manch onze von Lateinamerika gekommene Mennoniten. Die erste IMC-Arbeit manch oder mit urkolonische Familien von Lateinamerika fang in Süd-Ontario 1977 an. Ich sie damit nicht gut genug bekannt, da viel von zu vertellen kriegt, wo wir der IMC-Konferenzkirchen oder Gemeinden von Manitoba in Süd-Ontario manch urkolonische Mennoniten von Mexiko auch noch eine Kirche anfangen wollen. Aber damit war wir nächstes Mal anfangen wollten, dann unsere Zeitrand all weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir dann noch weiter mehr von dem Entstehen von den vielen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden, manch die von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten in Süd-Ontario. But nächstes Mal, ich sehe George Rempel.